Standesamt von Matthias Zesch. Neulich auf der Gemeinerie einer von mir zu der Standesbeamtin. Guten Tag, ich hoffe, ich bin da richtig bei Ihnen. Ja, um was geht's dann? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte gern mein Geburtsdatum ändern lassen. Ihr Geburtsdatum? Ja, das geht nicht. Wieso geht es nicht? Also, Sie meinen Ihr eigenes Geburtsdatum? Also der Tag, wo Sie geboren worden sind? Ja, genau, mein eigenes Geburtsdatum. Ja, das geht nicht. Das haben wir noch nie gehabt. Warum geht es dann nicht? Sie ändern doch auf Wunsch der Geburtsname, wann einer Schweinerüssel oder Geierfurz heißt, oder? Also Geierfurz, das haben wir wirklich noch nie gehabt. Heißen Sie so? Nee, so 'n Quatsch. Ich heiß Queck, Karl Queck, ganz einfach, wie die Quecke im Garten. Und deswegen bin ich ja nicht da. Ich will mein Geburtsdatum ändern lassen. Nur das Datum. Ja, soll ich Sie 20 Jahre jünger machen oder was? Nee, nee, Sie haben mich völlig falsch verstanden. Grad um einen Tag früher oder später, was halt billiger ist. Also, eigentlich steht sich's nur um ein paar Minuten drehen. Meine Mutter hat mir gesagt, dass es kurz nach Mitternacht war. Es hätt halt nimmer gelangt für vor der 12, obwohl ich mich doch so gedummelt hätt, für auf die Welt zu kommen. Ja, Herr Queck, warum sind Sie da nicht zufrieden mit dem Datum? Das ist doch ein ganz normales Datum, sehe ich da in meinem Computer. Der 13. Februar 1963 in Speyer. Ah, da sind doch tausende andere auch geboren und machen kein so Gedings. Wie kommen Sie dann zu so einem ausgefallenen Wunsch? Ja, grad deswegen, weil's die 13 ist. Das ist doch 'ne Unglückszahl, das ist doch bekannt. Und ich denke, wann überall in meinem Pass, bei der Versicherung, der Krankenkasse und im Testament stehen tut, dass ich am anderen Tag geboren bin, hätte ich einfach weniger Pech und mehr Glück. So wie mein Nachbar. Der ist am 5. Februar im selben Jahr geboren wie ich und der hat 'n Chef, wo ihn gut leiden kann, 'ne Frau, wo gut kochen tut und Kinder, wo ihm nicht auf der Nase rumtanzen. Und letzte Woche hat er sogar 4 Richtige im Lotto gehabt. Und da hab ich mir halt gesagt, das kann doch nicht so schwierig sein, das kleine Datum ein bisselchen zu verschieben. Also, Herr Queck, das tut mir jetzt wirklich leid. Das ist 'n absoluter Präzedenzfall, wo noch nie da war. Das muss der Chef entscheiden und der ist erst wieder übermorgen ab 13 Uhr zu erreichen. Ah, na gut, dann komm ich halt noch einmal. Allah, Allah dann bis übermorgen. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Queck. Halt, noch was, Herr Queck. Hören Sie, bringen Sie auf jeden Fall eidesstattliche, notarielle Erklärung von Ihrer Mutter mit, dass sie in den Tagen damals total unzurechnungsfähig war. Oder vom Vater, dass er sich bei der Anmeldung im Datum gedeicht hat. Vielleicht war er ja noch ein bisschen alkoholbeeinträchtigt vom Feiern. Oder, noch besser, von der Hebamme, dass er urfalsch gegangen ist. Aller dann. Oder, Herr Queck, am allerbesten vom damaligen Standesbeamten in Speyer, dass er sich beim Eintragen einfach aus Versehen verschrieben hat. Gell? Nicht vergessen. Ach und, Herr Queck, passen Sie auf, dass nichts passiert. Übermorgen, das ist der 13. und Freitag noch dazu. Der nächste bitte.